diesem Morgen miteinander ganz herzlich willkommen zu diesem Festgottesdienst. Danke für die festlichen Klänge, die wir schon hören dürfen. Und jetzt wollen wir noch etwas Lied machen. Ich habe heute Morgen einen Text herausgelesen aus Jesaja und dort heisst es: Denn so sagt der Herr, seht, ich leite Frieden zu ihr hin wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie ein überfluteter Bach. Da werdet ihr trinken. Man wird euch auf der Hüfte tragen und auf den Knien wird man euch wiegen. Ich, und das sagt Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter trösten. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ein Text, der mir ganz gut gefällt, ein Text, der sagt, dass Gott wie eine liebevolle Mutter dich und mich tröstet. Was für eine wunderbare Zusage. Und dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der aber liebevoll sich dir und mir zuwendet wie eine Mutter, dem Gott feiern wir heute Gottesdienst. Dem Gott dürfen wir heute 3 wunderbare Geschenke von ihm weihen und dem Gott werden wir auch Ehre geben im Gebet. Denn was möglich ist, dürfen wir gerne dazu aufstehen. Ja, grosser Gott, danke, dass wir heute Morgen hier zusammen versammelt sind in deinem Namen. Du bist gross, du bist wunderbar, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast alles gemacht, was drauf und drin ist. Du bist aber auch der Schöpfer von uns allen, die wir da sind. Der Schöpfer von jedem Mensch. Und danke, dass du ein so grosser, wunderbarer Gott bist, aber auch so ein persönlicher. Keiner von uns hast du gleich gemacht. Niemand gibt es zweimal. Und danke auch für die Zusage heute Morgen, dass du uns tragen, dass du uns trösten, dass wir mit dir satt werden können. Ja, ich bitte dich, grosser Gott, dass du deinen Heiligen Geist freisetzt und dass wir heute Morgen berührt werden von dem, was du für uns parat hast. Danke, dass du deinen Frieden heute Morgen ganz besonders ausgießen, bei uns, aber rund um die Welt, wo sich Menschen in deinem Namen versammeln. Wir legen alles in deine Hände. Amen. Ich darf gerne wieder Platz nehmen. Genau. Ich darf euch noch Anzeigen machen und Kollekte ansagen. Danke vielmals, wenn ihr dann am Ausgang etwas einlegt, das, was ihr heute in Kollekte einlegt. Das ist für die Arbeit von Heisenberg Frutigland. Danke vielmals, der Herr möge uns segnen dafür. Und wie so manchmal ist im Leben, es gibt eher technische Anzeigen. Und das wäre zum Beispiel, dass am nächsten Sonntag am 9:30 Gottesdienst in Adelboden stattfindet und am 5 zu Rüttingen. Das sind technische Angaben. Aber es gibt auch noch Anzeigen, die ganz viel mit dem Leben zu tun haben. Und zwar dürfen wir euch freudig mitteilen, dass in der Nacht auf den Freitag ein kleines Mädchen auf die Welt gekommen ist. Nora Piere. Endlich ist das Baby da. Lea und Simon haben mega Freude und lassen ganz lieb grüßen. Und wir haben so Freude, dass es allen gut geht und heißen liebe Nora herzlich willkommen. Und an dem Morgen, wo die Nachricht kam, haben wir uns bereit gemacht an eine Abdankung. Und zwar an die von Markus Kunz. Es ist ein Heisenberg, Offizierskollege von Kriegel und von mir.
Und die von Frutigen kennen wir ganz persönlich gut. Er und seine Frau Dora sind Korpsoffizier in Frutigen. Der Markus ist in seinem 49. Er ist 49, genau, wir rechnen es etwa. Im 50. Altersjahr ist er heimgerufen worden von Gott. Und ja, was soll man da sagen? Wenn Leben, geschenktes Leben und heimgerufenes Leben so nah beieinander sind. Aber was mir so gross geworden ist, es liegt alles in Gottes Hand. Und es war ein Fest, seine Abdankung. Er hat keine Beerdigung wollen, sondern er hat ein Auferstehungsfest wollen. Und ich glaube, ich würde sagen, die mit uns tätig waren, ja, es war so gewesen, wir haben es so erlebt. Die Hoffnung, dass da auf Erde, da ist vieles kaputt und zerbrochen. Er hat ganz fest Schmerzen gehabt, hat gelitten an seinem Diabetes. Es war wirklich schwierig gewesen, aber jetzt in dieser Herrlichkeit. Und ich glaube, das hochzuhalten, das ist etwas, was mir ganz wichtig geworden ist. Da auf Erde, das ist wie ein Vorspeise. Der Hauptgang, das Dessert, das kommt dann im Himmel. Aber Gott ist auch treu da auf Erde. Und so ist er ein Gott vom Leben. Und so wollen wir ganz fest Danke sagen für die Nora. Ich möchte nur einfach einen kurzen Moment still werden zum Gebet für die zwei Familien. Ja, lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass du jede Zeit von jedem Menschen in deiner Hand hast. Ja, Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für die Ankunft der Nora. Danke, dass du mit der Lea und dem Simon bist. Danke, dass sie gesegnet sind mit dem Geschenk von der Nora, dass du sie segnest als Familie und dass du deine schützende und behütende Hand über sie hast. Und danke, dürfen wir auch Familie Kunz in deine Hände legen. Du siehst Dora, wie sie jetzt alleine ist. Du siehst Lea und Joshua, die ihre Täter verloren haben. Und danke, Vater, dass wir auch jetzt gerade in dem Moment einfach sie dürfen vor deinem Thron tragen. Dass du sie in dieser Trauerzeit trösten und tragen. Und du sagst auch in deinem Wort, ja, wir sollen mit dem Tod nachdenken auf das, dass wir gut leben. Danke, Jesus, dass du der Herr über unser Leben bist und dass du unseren Anfang und Ende ganz in der Hand hast und sagst, wir sollen mit dir unterwegs sein, dass es Loben und Präsentiert wird. Und in so einem Festgottesdienst, den wir hier feiern, der wäre nur menschlich festlich, wenn nicht Gottes Geist und Gegenwart sein Segen wäre. So dürfen wir miteinander das Lied singen, unser Vater in den Himmel. Es hat 3 Strophen und die dürfen wir miteinander singen. Danke vielmals, der Rasstein wird begleiten und der Technik entdecken.
schafft und vor allem auch eine Stiere einfach kurz ist, um alles abzudecken. Und da ist es so gut zu wissen, dass wir einen himmlischen Vater haben, wo wir unsere Kinder wählen dürfen. Und es ist so ein grosses Geschenk, dass wir heute Morgen 3 Kinder dürfen den himmlischen Vater im Himmel wählen. Und wir wollen da lernen, erfahren, einfach, dass wir das sagen, das war nicht nur ein Stück Stoff, sondern der Bahn, der blaue Rand, das ist die Treue von Gott, die das symbolisiert. Es ist rot in der Fahne, das ist die Liebe von Gott. In der Mitte, der Stern, das ist der Heilige Geist. Also das Zeichen vom dreieinigen Gott. Und darum ist der Vater da und darum bitte ich auch die Kinder zu kommen und die zu geben. Danke vielmals, Vater. Und auch alle Eltern und Gottis und Göttis und grosse Schwestern bitten wir doch zu uns auf die Bühne zu kommen. Wir dürfen einsetzen zu Elina Kropp, Elia Kropp und Diana Moni. Wenn ich das bitte, ganz nah zu mir, dann zuerst gerade mal auf die Elina kommen, mit dem Gott Julia und dem Götti Jonas. Ja, guck mal, willst du sich übernehmen? Ist gut, was Gott sich sieht. Guck mal, man sieht nämlich alle dich. Das wäre Felina. Hallo Felina, willst du Hallo sagen? In dem Fall nicht, du bist ein bisschen schwätzt, ist das gut? Schau dir mal an, was für ein Geschenk die 3 Kinder, die wir heute dürfen, am Herrn segnen. Und die Eltern von der Felina, Sonja und der Lukas, ihr habt ein Versprechen ausgesucht, und ich darf im Namen von der Felina reden. Felina, ich rede jetzt im Namen von dir. Heute Morgen bringt ihr mich in den Gottesdienst ganz bewusst vor Gott. Ich bin aus eurer Liebe ein Mensch geworden. Darum bringt ihr mich zurück zum Ursprung von Liebe zu Gott. Als Gottes Eigentum nehmt ihr mich an, als ein Geschenk von ihm. Darum möchtet ihr, dass ich in einer Atmosphäre von Reinheit, von der Liebe und von der Aufrichtigkeit kann aufwachsen. Möchtet ihr mich bewusst von allem fernhalten, was mich an Leib, Seele und Geist könnte schädigen? Sachen, die vielleicht erst in ein paar Jahren gefährlich werden. Drogen, Alkohol, was ich lese oder keine guten Kollegen. Möchtet ihr, liebe Eltern, möchtet ihr für mich ein Vorbild sein, wie man als Christ leben kann? Nicht fehlerlos, nicht vollkommen, aber echt. Wie ich gehört habe, wie wir untereinander reden, das prägt mich, das lehrt mich. Wie wir mich erziehen, wie wir einander vergeben. Dass ich in eurer Nachfolge Jesus sehen kann. Gottes Wort ist in eurem Leben Richtschnur geworden. Helft ihr mir auch, dass das in meinem Leben so sein kann? Werdet ihr mich zum Besuch von der Sonntagsschule, Jungschar oder was auch immer ermutigen? Werdet ihr mich ermutigen, Jesus zu finden und zu lieben? Wenn das euer Wunsch ist, dann bestätigt es mit euren Worten.
mit Gottes Hilfe? Ja, mit Gottes Hilfe. Vielmals, Gott hat das gehört. Und wir freuen uns, dass du, Belina, auch ein Gotti und ein Götti hast. Gotti und Götti. Wir freuen uns, dass ihr die Verantwortung mit den Eltern tragt, euch um die Belina zu kümmern. Wollt ihr auch die Belina so begleiten, dann antwortet auch Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Halleluja! Danke vielmals, das hat Gott gehört. Und Melina, du bist so wohl in Gott. Ist gut, wenn ich kann sehen, du betest für dich. Die können, dürfen zu dem Segnungsmoment lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Leben, von ganzem Herzen fürs Leben, für die Melina. Danke, dass du sie geschenkt hast, dass du sie geschaffen hast. Und in dem Moment, wenn wir sie dir weihen, dir, ihrem Schöpfer, ich will dich bitten, dass du sie behütest und sorgst, führst und leitest und dass du ihr Herz an dein gute Vaterherz herziehst. Danke, dass wir die ganze himmlische Segen über die Felina aussprechen, dass sie gesegnete, wunderbare Frau sein. Danke für das Geschenk. Danke, dass du ihre Eltern, ihre Götter und Götti ausrüsten, ihnen bei ihrem Widerstand. Danke, dass du uns auch als ganzes Chor hilfst, Felina im Gebet zu tragen. Amen. Wunderbar. Und ich darf wieder Kopf nehmen. Aber vielleicht kann man mit dem Stabwechsel eurer Freude Ausdruck geben. Er hat auch wir einen Vers gezogen aus Sprüche 4,24. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist ein Götti, wenn wir es nachher unterschreiben. Und schau mal, Felina, da ist ganz kleines. Siehst du, das sind ein paar Leute, die ein Picknick veranstalten. Und das soll ein Zeichen sein, dass du darfst in der Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott unterwegs sein. Wir haben so Freude, dass du da bist. Für Gott. Das ist gut, da kannst du schon mal noch arbeiten. Und dann haben wir jemanden, der da ist, der schon so lange. Seht ihr das Kärtchen? Das ist jetzt lange bei mir in der Küche gegangen, das ist schon fast abgeschossen. So lange haben wir warten, bis Liana jetzt endlich eingesegnet werden. Liana, mir ist so gefreut, dass du da bist. Und der Götti wird jetzt ein Segensgebet für Liana reden. Und zwar habe ich das ganz bewusst vor der Einsegnung genommen. Weil Gott sei Dank ist der Segen von Gott nicht von einem Termin abhängig, wo man halt wegen Corona erst so spät machen kann. Danke vielmals, André. Also ich werde ein Segenslied lesen, und zwar von Martin Tepper. Liebe Liana, ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft. Ein reich erfülltes Leben. Über dem die Hand vom Höchsten wacht. Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust. Dass du auch in der Stürme sicher und im Frieden mit ihm ruhst. Ich wünsche dir den Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen.
Geborgenheit im Vater, Sohn und Geist. Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen weisst. Sehnsucht und Hoffnung. Menschen, die dich in die Weite führen. Freunde, die dich tragen. Gedanken, die deine Seele inspirieren. Ich wünsche dir den Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Liebe. Gott segne dich, erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Schön, das ist das, was die Leute gelesen am Anfang. Man darf die Mutter sein und geschlösselt werden, auf die Arme und geborgen sein. Wir dürfen dich segnen und ich tue deinen Eltern auch das Versprechen abnehmen und dem Götti unterboten, das sie ausgelesen für dich. Lieber Pascal, lieber Debbie, liebe Janneke, lieber André, mit der Weihe von der Liana bezeugt ihr den Wunsch, sie möge Gott angehören. Ihr wünscht Gott dafür zu danken, dass er euch das Leben, das kostbare Leben anvertraut hat. Ihr möchtet, dass Liana in einer Atmosphäre von der Reinheit, von der Liebe und von der Aufrichtigkeit aufwachsen kann. Ihr versprecht, dass die Liana, soweit es in eurer Macht steht, von allem mit fernhalten, was sie an Leib, Seele und Geist könnte schädigen. Ihr versprecht auch, dass ihr, der Liana, Wahrheiten vom Evangelium lehren, dass ihr sie ermutigen, Jesus als Heiland zu suchen. Ihr werdet ihr beistehen, ihr Leben am Dienst von Gott zu weihen. Und ihr werdet ihr ein Vorbild als wahrer Christ sein. Wenn ihr das Versprechen so abgeben, dürft ihr das jetzt auch bestätigen. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Danke. Und auch dir als Götti und Gott, das ist ja nicht einfach nur eine Geschenkmaschine, gell? Das ist dir ganz wichtig. Und man muss überlegen, so im November, was nach dem guten Kind wieder so das Weihnachten schenken. Das war für mich als Götti fast der grösste Stress gewesen. Zum Glück habe ich dann eine gute Frau geheiratet. Aber eben, es ist viel wichtiger, dass ihr die Eltern auch unterstützen. Und ich werde euch auch fragen, ob ihr das bestätigen, dann dürft ihr auch sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Gut. Jana, willst du zu mir kommen? Ich habe nicht die Chance heute. Nicht zum Papi. Sonst ist noch mal gut miteinander. Also, ich bitte euch aufzustehen und ich würde Jana sagen. Lieber Heiland, ich danke dir ganz herzlich für das Leben von der Liana. Ich danke dir für die wunderbare Frau, die du uns geschenkt hast mit ihr. Ich danke dir, dass du ihren ganzen Lebensweg siehst. Ich danke dir, dass du sie immer wieder kannst in den Armen haben kannst. Dass du sie an der Hand führen und leiten. Und Vater, immer wieder in unsere Hände und Arme zu kurz, für ihr beistehen, für sie zu haben. Und ich danke dir, dass du dann ihr nachsehen kannst. Ich lobe und preise dir. Ich danke dir für ihr Leben und ich danke dir, dass wir sie dir heute weihen dürfen.
Lobpreis und Ehre sei dir. Amen. Amen. Jetzt hast du gehört, dass wir dann bei dir den Eltern abgenommen haben. Du kannst dich dann immer wieder aufmerksam machen. Gut, ihr dürft wieder Platz nehmen. Und wir haben ja Liana ein Zertifikat, oder was ist das? Urkunde, sozusagen dein erstes Diplom, das du gemacht hast im Leben. Wir dürfen dir aus dem Nahum 1,3 den Vers weitergeben. Der Herr ist geduldig und von grosser Kraft. Und auch da darf ich den Paten noch unterschreiben. Und bei dir, Jana, haben wir noch ein kleines Geschenk, auch in der Gemeinschaft. Schauen wir mal nach. Das ist eine Mutter mit 2 Kindern im Park am Spazieren. Und auch da möchten wir unserer Freude Ausdruck geben. Wunderbar, dass wir dich haben, Jana. Juhu! Oh, Entschuldigung. Genau, jetzt wäre der Moment gekommen für das Geschenk von Gotti an Jana. Sie tut ihr nämlich ein Lied singen. Und nachdem dürfen wir nach der Elia einsegnen. Ja, jetzt genau was. Es ist ja ein Viertel miteinander stellen, was für ein Geschenk. Ja. Du hast das gut gemacht, Sonja. Gut angefunden. Und ich werde es schlafen. Ganz gut. Die Leute werden auch so sein. Ich bin Janneke, ich bin die Mutter von Liana. Und ich bin auch froh, da bei ihrer Mutter zu sein. Und das sind wir gefragt. Und ich möchte ihr eigentlich noch ein Segenslied singen. Genau. Wo ich mich eigentlich frage, ob ihr darf Segen sein. Ein Segenslied durch ihr Leben, wie alles, was sie erlebt. Und ja, dass ich auf dieser Art auch Teil darf sein. Bei alles, was sie in ihrem Leben durchgeht. Genau. Ihr als Unterstützung, wenn sie da sind. Genau. Es ist ein holländisches Lied. Genau. Nicht alle können es verstehen, aber es ist eine Übersetzung. Es geht ja gut, ja.
vielmals, Janik, dass du so mutig bist. Und ich glaube, haben wir es auch verstanden? Haben wir es verstanden? Jesus ist bei uns, das ist der Schluss. Genau. Wunderbar. Genau. Möchten wir noch? Es ist ein fast ohne Ende. Aber der junge Mann, der es jetzt geht, der hat vorher gerade ein bisschen überlegen und jetzt ist er eingeschlafen. Seht ihr den ja? So ein Herziger. Und auch bei ihm darf ich in seinem Namen fragen, ob ihr, genau, das ist der gute Tag, super, jetzt kommt ich, so, schnell ohne duschen, das ist der Grund, warum wir wirklich alle miteinander verbetet haben. So schön, dass du da bist, liebe Elia. Jetzt Haus ist friedlich, aber ich tue jetzt deine Eltern, Gott und Göttin, in deinen Namen fragen. Heute Morgen bringt ihr mich in diesem Gottesdienst ganz bewusst vor Gott. Ich bin aus eurer Liebe ein Mensch geworden. Darum bringt ihr mich, der Elia, zum Ursprung von Gott, zur Liebe zu Gott. Als Gottes Eigentum nehmt ihr mich an, als ein Geschenk von ihm. Darum möchtet ihr, dass ich in einer Atmosphäre von der Reinheit, von der Liebe und von der Aufrichtigkeit kann wachsen. Möchtet ihr mich bewusst fernhalten von allem, was mich an Leib, Seele und Geist könnte schädigen. Sachen, die vielleicht erst in ein paar Jahren Thema werden. Drogen, Alkohol, was ich zu lesen oder schlechte Kollegen. Möchtet ihr mir ein Vorbild sein, als Christ zu leben? Nicht fehlerlos, nicht vollkommen, aber echt. Wenn ich höre, ich höre, wie ihr untereinander, miteinander redet. Und das lehrt mich. Ihr erzieht mich. Ihr dürft einander vergeben. Und ich sehe, wie ihr mit Jesus unterwegs seid. Gottes Wort ist in eurem Leben Richtschnur geworden. Helft ihr mir auch, dass es in meinem Leben so kann sein. Werdet ihr mich in ein paar Jahren ermutigen, in die Sonntagsschule, in die Jungschule oder zum Schnurren zu gehen? Werdet ihr mich ermutigen, dass ich Jesus finden kann und ihn gerne haben? Wenn das euer Wunsch ist, dann sagt ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Halleluja. Danke vielmals. Und da ist der Götti. Und das Gotti. Ich darf euch auch fragen. Ihr seid wichtige Bezugspersonen und Begleiter im Leben von Elia, aber auch im Leben von seinen Eltern und Geschwistern. Und so möchte ich euch auch fragen, liebes Gotti, liebe Götti, möchtet ihr euer Bestes geben, damit der Elia schon früher unseren Heiland kennenlernen und in Liebe bekommen? Wenn ihr das möchtet, dürft ihr auch ja mit Gottes Hilfe sagen. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, Gottes Hilfe. Halleluja. Danke an Gott die Debbie und an Götti Lies. Gut, dass wir da keine Wechseln haben. Wunderbar. Halleluja. Und auch für den Elia. Haben wir einen Bibeltext ausgewählt, der ist im Psalm 36,10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir wünschen dem Elia ganz viel Licht in seinem Leben. Ich darf jetzt auch beten und ihn segnen. Ja, genau, ich darf gerne nochmal aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen fürs Leben von Elia. Danke, dass wir ihn dir jetzt
dürfen wehen. Du hast ihm geschenkt und du hast einen Plan in seinem Leben. Und das Licht, wo du bist, das möge in seinem Leben scheinen. Er möge Licht in seinem Herz haben. Er möge Licht auf seinem Lebensweg haben. Und er möge Licht, ja, auch für andere dürfen sein. Danke, dass du den Elias segnest. Danke, dass er ganz dir hören darf, dass wir dir Danke dürfen sagen für sein Leben. Aber danke, dass wir auch bitten, dass er ein Segen für die Welt darf sein. Ja, so lobet und preisen wir dich auch über dem Leben von Elia. Ich möchte dich auch bitten, dass du seinen Eltern, der Sonja und dem Lukas, Gott und Götti, allen zusammen, auch uns als ganzes Chor, helfen, dass wir Elia das Vorbild sein, dass wir für ihn beten und da sind. Danke, dass er Teil dieser Gemeinschaft darf sein. Amen. Allah, juhu, ein Applaus. Auch da habe ich etwas gefunden von Gemeinschaft. Und zwar ist das ein netter Herr, der an einer flotten Dame und einem Pony Heu hergibt. Gemeinschaftliche Arbeit. Mal. Oh, ja, das ist der Auftakt, um zu sagen, jetzt kann man die Bühne wieder verlassen. Und Elia, du hast auch ein Gotti, der einen Beitrag hat. Danke vielmals. wunderschönen Namen haben ausgesucht. Dein Name heisst, mein Gott ist Jahwe. Und ich wünsche dir ganz fest für dein Leben, dass du das auch für dich ganz persönlich darfst erfahren, dass dein Gott, unser Gott, und wirklich ganz persönlich Gott darf werden. Und ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht, eine kleine Kinderbibel, wo schon ganz viel drinnen sind, Geschichten, wo du den Gott vielleicht ein bisschen kennenlernen. Das Mutti und Papi können dir das erzählen, oder sonst kommst du mal zu mir, ich lasse dir gerne Geschichten erzählen. Und ich möchte dir einen Vers aus dem Vers aus dem Psalm 27. Mein ganzes Leben lang möchte ich im Haus des Herrn bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Und ja, lieber Elia, es ist so, dass im Leben immer gute und auch immer ein bisschen schwierigere Zeiten werden können. Und darum hätte ich dir ganz gerne ein Lied gesungen, aber deine Stimme ist wegen dem Husten so schlecht, dass wir es einfach hören müssen. Musikstudio ist ein ganz schönes Lied aus dem amerikanischen Liederbuch von Elsa spielen, wo genau darum geht, dass es gute Zeiten hat, dass es schwierigere Zeiten hat, dass es steinige Wege, sonnige Wege hat, dass es Dornen hat, aber dass es auch Blüten hat, die im Unkraut blühen. Und darum habe ich das Lied für dich übersetzt. Und ihr seht den Text und ihr dürft ein ganz wunderschönes Musikstück hören. Das ist mein Wunsch an dich, dass du ihn wirklich kennenlernen kannst. Also, Gott.
langsam ein bisschen stickig, dann machen wir noch einmal das Fenster auf. Und heute tue ich den Predigtext noch lesen, wenn die Kinder noch da sind. Weil das ganz ein wichtiger Text ist für alle Kinder und Eltern. Und nach dem Predigtext verlesen, dass die Kinder dann mit dem Lukas und der Daniela gehen, spielen und Geschichten hören. Die nicht sitzen, die dürfen gehen und die anderen dürfen gerne bleiben. Und wir haben so Freude, dass ihr alle da sind. Die Geschenke, die ich verteilt habe, die sind ja zum Thema Gemeinschaft Zeit. Und das ist ein ganz kurzer, aber sehr ein intensiver Bibeltext, auch über das Thema Gemeinschaft. Zu finden ist im Lukas-Evangelium. Sie brachten auch Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, fuhren sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr kennt den ganz berühmten Vers, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Amen. Und so segnen wir euch ganz fest, alle Kinder, wir haben so Freude, dass ihr alle da seid. Und für uns ist es ein riesen Segen und ein riesen Geschenk, dass wir alle euch haben dürfen, dass wir euch kennen, dass wir zuschauen, wie ihr gross werdet. Auch die Kinder, die vor ein paar Jahren noch Kinder waren, ein riesiges Geschenk. Und so dürfen die gehen, die Geschichten hören oder spielen in die Kinderhütte. Ihnen ist Daniela für die Kinderhütte und Lukas für die Geschichte. Und dann darf ich noch mit Predigt beten. Und vielleicht, dass ihr auch noch mal ein bisschen aktiviert werdet. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und wirklich die Fenster aufmachen, dass frische Luft kommt. Ja, lieber Vater im Himmel, danke für den Bibeltext. Ja, das ist ein Text, der mein Herz ganz fest berührt, weil es einfach zeigt, wie das du denkst, wie das du handelst und was auf deinem Herz ist und wie wir als Menschen so oft handeln. Danke, dass du jetzt heute Morgen unser Herz ganz auf dich ausrichten tust. Dass du unser Vertrauen, unser Glauben in dich kannst nähren. Ja, du siehst, mit was für einer Last, mit was für einer Sorge, mit was für einer Not, dass wir heute Morgen hierher sind. Möchte ich bitten, ja, dass du jedem Einzelnen angehst, dass die Last abgeleitet werden von dir. Und danke, dass dein Wort unser Herz so berühren kann, wie wir es brauchen. Danke, dass du an Christian kannst helfen für die Predigt. Und danke, kannst du uns helfen, dass wir Hörer werden und sind, dass wir wirklich mal zuhören und vor allem, dass wir dann auch Täter von deinem Wort dürfen sein, heute und in Ewigkeit. Amen. Darf ich gerne den Platz nehmen? Ja, ist das gut? Genau. Ja, es ist Ewig-Bibel. Darum ist sie auch pinkig. Genau. Da haben wir extra pinkige für Judith und eine blaue für mich, dass wir sie ja nicht verwechseln. Aber der Bund, wenn wir es gegenseitig sind, ist nicht mehr drin. Genau. Ich habe denen, die regelmässig in unseren Gottesdienst kommen, und letzten Sonntag auch Gottesdienst war, habe ich versprochen, ich höre jetzt mit diesen Blümchen-Predigten. Aber ich habe so ein geniales Kraut in meinem Garten. Du bist vorhin extra noch hurtig ausstechen, kannst du wieder einsetzen. Und das passt einfach, hat mich gerade inspiriert. Also Entschuldigung, es gibt halt jetzt nochmal etwas nicht zu den Blumen. Man hätte eigentlich auch über eine Taupe etwas machen. Janeke, das ist also wunderbar, dass du da darfst, Gott, wo bist du? Da, dort hinten, genau.
Es ist so wunderbar. Es ist nämlich unser Sehnsuchtsort. Holland oder Niederlande. Wir werden gerne mit dem Velo auf Rotterdam fahren. Und vielleicht, wenn es dann endlich möglich ist, schaffen wir das nochmal. Also du bist sozusagen, das hat nicht das Recht, das ich. Ein Text, wo wir heute am Morgen haben, eigentlich klar. Und ich möchte auch noch sagen, lasst die Kinder zu mir kommen. Wir haben heute am Morgen nicht die Kinder zu etwas zwingen. Das ist ganz wichtig. Und so im Lesen vom Versprechen habe ich auf einmal gedacht, wow, was wir eigentlich als Eltern für eine Verantwortung auf sich nimmt. Von allem fernhalten. Von allem fernhalten. Ja, ihr wisst, es geht so bis vor den Kindergarten her. Man kann es noch plus, minus. Und dann, wenn sie in den Kindergarten kommen, dann kommen die auf das Mal zum Beispiel mit Wörtern hin. Und dann denkst du, oh Schreck, was ist hier da für Kollegen? Und dann hat man das Tür, oder? Man möchte gerne noch schützen, aber eben unser Ernst ist zu kurz. Und das soll nicht ein Druck sein. Darum will wir es ja auch Gott anbefehlen. Darum will wir uns Gott an die Seite stellen, dass wir die Last nicht selber tragen müssen. Und die Kinder sollen nicht zu nichts gezwungen werden, sondern wir wollen die Grundlage schaffen, dass sie eben Gelegenheit bekommen, Gott kennenzulernen und aufgrund von den eigenen Erfahrungen, sich entscheiden. Jesus ist immer wieder ganz klar, wenn es um Kind geht. Der Kind soll kein Steinweg gelegt werden, ihm zu begegnen. Und so werde ich auch in diesen Text gehen und zuerst einmal fragen, ja, wer hat denn überhaupt Zugang zum Reich Gottes? Wer hat überhaupt das Recht, ins Reich Gottes hineinzukommen? Wenn wir im Alten Testament schauen, da gibt es ein ganzes Kapitel, seitenweise von Reinheitsvorschriften. Und wir stellen fest, dass es für ein Kind kaum möglich ist, die Reinheitsvorschriften zu beachten und sie einzuhalten. Sogar für einen ausgebildeten Priester oder für einen Schriftgelehrten, der das Gesetz durch und durch kennt und sie auch probiert, penibel einzuhalten. Für die war es nicht einfach gewesen, und auch die haben nicht einfach in den Tempel spazieren. Sie müssen ein genaues Prozedere einhalten, für sich zu reinigen, für sich vorbereiten, für den Tempel Gott zu begegnen. Später sind die Juden verstreut worden über die ganze Welt, zuerst ins Exil auf Babylonien und dort haben sie dann etwas anderes angebaut, so eine Synagoge. Das soll ein Abbild sein vom Tempel. Und sogar dort hat nicht einfach jeder rein dürfen. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel in Basel die Synagoge besuchen, da gibt es gewisse Regeln, dass man dort rein darf. Und das war zu dieser Zeit noch viel extremer gewesen. Es war klar, wer hat wo dürfen sitzen, wer hat wie Gott dürfen zuhören. Vor unserem Text, oder vor dem Text, den Juli gelesen hat, Lukas 18, 15 bis 17, sind andere Geschichten, wo es darum geht, über den Zugang zu Gott. Jesus hat zum Beispiel eine Witwe genommen, als Beispiel, wie wahre Frömmigkeit ist. Die Witwe in dieser Geschichte wendet sich immer wieder an Richter. Sie geht immer wieder an Richter appellieren, für das er ihr Recht verschaffen soll. Sie weiss, wer ihr Recht verschaffen kann. Und sie gelangt zu dem. Die andere Geschichte, die vor diesem Text steht, ist die Geschichte von einem Zöllner, der ganz beschämt im Tempel steht und ein leisiges Gebet brümmelt. Und nebendran ist der Pharisäer, der sagt, ja, Gott, ich danke dir, dass du mir nicht so gemacht hast wie der Zöllner. Und Jesus sagt, der Zöllner ist gerecht wieder hingegangen und nicht der Pharisäer. Ich glaube, wenn wir das Alte Testament und all die Reinheitsvorschriften
lesen und fragen, was das für unser Leben bedeuten könnte, dann kommen wir vielleicht so in die Tendenz, dass wir sagen, wir müssen etwas tun. Wir müssen uns selber reinigen. Wir müssen schauen, dass wir uns Gott nähern können. Aber wir wissen, es gibt nichts, das uns näher zu Gott bringen kann. Es ist eben gerade all die Reinheitsvorschriften sind eben genau dazu da, für dass wir erkennen, dass wir eben nicht in der Lage sind, dass wir eben nicht würdig sind, für Gott in die Nähe zu kommen. Ein Kind ist genauso ein Mensch wie ein Erwachsener. Ein Kind, der Elia oder vorher Liana, die ganz genau gewusst, wer ihre Bezugspersonen sind, wo dass sie sich festhalten. Nicht einmal der Vater hat das können, was du kannst, gell, Debbie? Das ist für das Kind ganz klar. Ich weiss, an wen ich mich haben kann. Und ich glaube, ganz stark, darum ist es für die Kinder auch einfacher zu erkennen, dass sie eben Gott brauchen und dass sie von Gott abhängig sind. Und jetzt komme ich zu meinem Pflänzchen. Was Krebs ist jetzt echt das? So teure Studien, Zwiebeln. Genau, da bin ich vorhin mit der Taupe. Es ist aber nicht einfach eine gewöhnliche Zwiebel. Es ist eine Etagenzwiebel. Oder sibirische Zwiebel, oder sie hat da ganz verschiedene Namen. Aber wenn ihr sie sucht im Internet, müsst ihr Etagenzwiebel suchen. Und ihr seht da, bei der Etagenzwiebel, da ist schon oben an der Zwiebel, an der Mutterpflanze, hat es da schon wie eine fertige Zwiebel dran. Das ist schon eine ausgereifte Zwiebel. Die nächste Generation tut auf der Mutterpflanze heranwachsen. Sie reifen auf der Mutterpflanze her. Doch wachsen auf der Mutterpflanze kann das Zwiebel nicht. Es muss Bodenkontakt haben. Und für das geschieht, seht ihr, lässt sie den Kopf hängen. Die Mutterpflanze lässt den Kopf hängen, dass die Tochterpflanzen oder die nächste Generation, die neue Zwiebel, Bodenkontakt haben. Das ist angelegt in dieser Pflanze. Es ist klar. Es ist so, dass das die Mutterpflanze ganz automatisch macht. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Mutterpflanze loslassen kann. Noch wenn sie ganz nah am Boden hergeht, es nützt nichts. Die Mutterpflanze muss die Tochterpflanze gehen. Oder man kann sagen, die ältere Pflanze muss die Kindpflanze gehen, dass sie Bodenkontakt bekommen. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges, wenn wir fragen, wie kann dieser Zugang zu Gott passieren? Jedes von uns ist ganz persönlich herausgefordert. Es nützt nichts, wenn wir die grössten, schönsten, heiligsten Vorbilder haben glauben. Und wenn wir irgendwie uns noch auf das Erde berufen können, dass wir aus der gleichen Gemeinde kommen. Jedes Zwiebel muss selber wieder den Bodenkontakt suchen. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Werdet wie Kind. Nehmt euch Kind als Beispiel. Weil für die Kinder ist ganz klar, vielfach, ja, wenn sie das erleben, auch von den Eltern her. Also, ja, ich denke immer wieder, das Kind, das du unten am Mühle herstehst und siehst, Gump machen, gell, Tommy? Kannst du das mit ihm noch? Vertraut dir, weil du sein Vater bist, gell? Manchmal. Ja, manchmal Eltern, sie werden ja weniger vertrauen sein. Genau, das ist auch gesungen so. Aber dass sie dort in dieser Zeit auch erkennen, ja, es gibt eben etwas, wo man viel besser ist als der Vater. Etwas, was ich mich festhalten kann.
Ich habe mich auch gefragt, wie kann man denn den Zugang zu Gott beschränken? Ich denke, da bei der Zwiebel, das ist es ganz einfach. Ich kann einfach verhindern, dass die neue Zwiebel auf den Boden kommt. Entweder ich lese es an, schnetzle sie in meinen Salat rein, oder ich tue einfach ein Label unten dran, dass die gar keine Möglichkeit hat, auf den Boden zu kommen. Zum Glück ist Gott handlungsfähig, im Gegensatz zum Gartenboden. Zum Glück ist Gott eben nicht einfach passiv, sondern Gott ist der selber den Kontakt zum Menschen sucht. Ich habe es schon erwähnt. Fromme Menschen haben versucht, den Zugang zu Gott zu beschränken. Fromme Menschen haben probiert zu definieren, wie denn der Zugang zu Gott soll aussehen. Der Pharisäer stellt sich über den Zöllner und anstatt ihm Gott lieb zu machen, er denkt, das ist so, aber klar ist, vielleicht ist das nicht so passiert, Jesus erzählt es als Geschichte, aber stellt euch den Pharisäer vor. Und jetzt kommt doch der Zöllner, der mit den Römern kooperieren, der den Römern helfen, dass sie das Land unterdrücken. Jetzt kommt er endlich in den Tempel rein. Und dann sagt der Pharisäer, oh, lieber Heiland, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Und ich dachte, so eine Chance. Oh, Zöllner, es ist so gut, dass du hier in den Tempel kommst. Es ist so gut, dass du die Nähe von Gott suchst. Und es ist mir wieder die andere Geschichte, die in den Sinn kam, vom Zöllner Zachäus, wo Jesus ohne Wort, ohne grosse Worte bei ihm zu Besuch ist. Und aufgrund von diesem Besuch der Zöllner erkennt, was dass er eigentlich umkehren sollte. Und ich habe mich gefragt, wie tun wir das? Wenn ihr über unsere Sonntagsschulzeit nachdenkt, habe ich noch kürzlich jemanden getroffen. Und wisst ihr, was mir die Person hat erzählt über ihre Sonntagsschulzeit? Dann war das Kind Mucksmüsli. Mucksmüsli still gewesen. Da hat keiner so dabei gemacht. Ich dachte, ja, schön. Ist das das Wichtige? Ist das, was wir den Kindern mitgeben wollen? Dass sie lernen sollen, dass sie in der Sonntagsschule müssen still sein. Oder soll die Kinder möglichst schnell raus, möglichst schnell in die Sonntagsschule, möglichst schnell betreut werden. Es ist gut, wenn sie in die Sonntagsschule gehen, super. Aber dass sie dort kindgerecht dürfen von Jesus erfahren. Nicht, dass sie still, dass wir unsere Ruhe haben, oder? Jesus ist in Lukas 17, also vor dem Text, den wir heute gelesen haben, ganz klar zu seinen Jüngern. Er sagt, schaut, es ist unmöglich, dass wir unsere Kinder so schützen können, dass sie keine Verführungen haben. Es ist unmöglich, dass die Kinder nicht mit schlechten Sachen in Kontakt kommen. Er sagt, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber wehe dem, durch den sie kommen, es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hänge und würfe ihn ins Meer, als dass er einen diesen Kleinen zum Abfall führt. Du, da ist schon manchmal wunderbar als Jungscharleiter habe ich viel über das nachgedacht. Ich habe gedacht, wenn wir Gott keine Mühlstein anheicht. Und auch dürfen merken, es hängt nicht von mir ab. Ich bin auch nicht der Heiland, sondern der Heiland ist der Heiland. Er kann die Kinder zu sich ziehen. Aber dass wir uns vielleicht auch bewusst werden, ja, was ist unsere Motivation, wenn wir etwas aussprechen? Was ist unsere Motivation, wenn wir etwas sagen? Das bringt doch nichts. Das ist doch für nichts. Die sollen ja mal still sein. Die sollen ja andere Musik hören. Denn ihre Musik gefällt mir nicht. Etc. etc. Und natürlich, das ist nicht das Schlimme, was vom Evangelium forthält. Aber es kann in einem Kind etwas
verletzen, etwas in Bewegung setzen. Und vielleicht ist es genau das, wo er sagt, schau, mit dem, was ich nicht mehr zu tun habe. Ich glaube, wir haben da eine riesige Verantwortung. Und ich habe mich auch gefragt, ja, wer hätte, wenn man den Zugang zum Reich Gottes so beschränken kann oder so schwierig machen kann, hat überhaupt jemand das Recht, über das zu urteilen? Hat jemand das Recht zu bestimmen, wer zu Gott darf kommen? Ja, der Glaube, die Gemeinde, der Liebe Christi ist etwas Heiliges. Und das darf doch nicht verloren gehen. Ja, das stimmt. Aber ich werde zurückfragen, was ist wirkungsvoller? Das, was du siehst, oder wie, dass du die Glauben nicht am Sonntag, sondern im Alltag leben. Wenn ich mit alten Leuten über ihre Sonntagsschulgeschichte diskutiere oder austauschen, oder wenn ihr überlegt über eure Sonntagsschulgeschichte, würdet ihr euch noch erinnern, wo der Sonntagsschullehrer oder die Lehrer euch die Geschichte von Sämann erzählt hat? Oder so. Vielleicht, ja. Vielleicht einzelne Geschichten. Wisst ihr, was ich mich mal erinnere an meine Sonntagsschulzeit? Das war wieder ernst zu tun. Und er hat gerne am Schluss vom Wetter gesehen, dir sei Dank dafür. Amen. Das ist das, was ich noch weiss von ihm. Also ich weiß nicht mehr, was er für Geschichten erzählt hat. Aber ich weiss, dass er ganz innig hat gebetet. Und dass ihm das ein Anliegen war, über uns zu beten. Nicht das, was er gesehen hat, sondern wie er sein Glauben gelebt hat. Und hier können wir jetzt auch wieder auf die Etagenzwiebeln zurückgehen. Ich habe es vorhin schon gesehen. Die Tochterzwiebel muss selber auf den Boden kommen. Sie kann sagen, ja gut, ich komme auf den Boden, aber ich habe die Würze abgesehen. Das nützt ihr nichts. Sie muss sich am Beispiel von der älteren Zwiebel orientieren, dass sie so machen kann. Und ich weiss, die hat natürlich keine Ohren und keine Augen und man kann nicht mit ihr reden. Obwohl, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, reden kann man schon mit den Pflanzen. Also ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sind einfach freundlicher mit ihrem Salat und darum haben sie auch schöner wieder ich. Also das ist durchaus etwas. Aber eben, es ist ein Bild. Aber wie wir ein Beispiel geben, wie wir unserer kommenden Generation ein Beispiel sind, wie dass wir unseren Glauben leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir täglich immer wieder uns reflektieren müssen. Du bist so unter Druck, du musst Vorgaben von deinem Chef einhalten, du solltest machen, was deine Frau dir sagt, als Mann natürlich, und solltest folgen als Kind etc. Es gibt so viele Sachen, wo wir unter Druck sind, aber wie wir in diesem Sinne reagieren. Ein alter Mann hat zu mir gesagt, schau, es ist ganz selbstverständlich. Ich habe meine Frau einfach gern und sie weiß es. Ist das ein Zeugnis für die Kinder, wenn sie das sehen? Dass wir Gott und unseren Nächsten, angefangen bei denen, die ganz nah sind, bis ein bisschen weiter raus, dass wir hier lieben und das Beispiel geben. Am Schluss vom Abschnitt im Vers 17 sagt Jesus, wahrlich ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der will nicht hineinkommen. Ich habe gefragt, wer darf den Zugang zum Reich Gottes beschränken? Ich glaube, es geht vor allem um mich selber. Bin ich mir bewusst, dass ich eben nicht aus mir selber heraus ein Leben kann, das gewinnt? Bin ich mir bewusst, dass ich eben nicht alles im Griff habe? Und bin ich mir bewusst, dass gerade der, wo ich zusätzliche Kriterien schaffe,
für den Zugang zum Reich Gottes zu definieren, dass ich dort ganz weit von Gott fortkomme. Das Wachstum von dieser Etagenzwiebeln ist genial und doch ganz simpel. Und ich glaube noch, so ist der Glaube von Kind. Lasst uns vertrauen. Lasst uns ein Beispiel nehmen, damit wir uns nicht selber den Weg zu Gott verfolgen. Amen. Wir dürfen zusammen ein Lied singen. O Herr, mein Gott. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass wir gerade im Simplen, im Einfachen ein Beispiel nehmen können. Dass wir gerade Kinder zum Beispiel nehmen. Oder vielleicht auch so eine Zwiebel. Sie lässt sich los, sie muss selber auf den Boden kommen. Und ja, Vater, da sind wir jedes herausgefordert. Wir können unseren Glauben nicht abhängig machen von unseren Eltern. Wir können unseren Glauben nicht abhängig machen von einem Heilsmeeroffizier oder von einem Pfarrer oder von irgendetwas. Sondern wir müssen selber glauben. Wir müssen
loslassen und wir müssen Verbindung suchen mit dem Boden. Und ich danke dir, dass du uns wachsen. Ich danke dir, dass du uns das geben willst, was wir brauchen für das Leben. Und dass wir unseren Glauben authentisch im Alltag eigentlich leben. Amen. Und jetzt denken wir sicher, jetzt jemand langsam Amen sagen, an einem Festgottesdienst gibt es aber noch ganz viele andere Sachen, die wir auch noch festen. Adi, kommst du bitte rüber? Und zwar nicht allzu lang, aber dafür intensiv und voller Freude. Wir haben von Wachstum und von Gemeinschaft gehabt. Und Wachstum und Gemeinschaft, das ist das, was wir im Leben vom Adi haben dürfen miterleben und sehen. Jetzt fragen wir uns wieder, warum kommt jetzt der ausgerechnet wieder? Es ist der Moment, wo es ganz wichtig ist, dass er in eine neue Etage kommt. Jetzt wäre ich gerne Queen von England. Weißt du warum, Adi? Weil dann müsste ich dir nicht einfach nur so ein Playmobil-Männchen geben mit einem Schwert, sondern wir könnten dich wirklich zum Ritter schlagen. Aber ich bitte dich, jetzt gleich so. Gerne hätten wir dich jetzt zum Ritter geschlagen. Und zwar, weil du deine Ausbildung beendet hast auf der Krishona, weil du deinen Bachelor geschafft hast und jetzt wirklich voll und ganz in diesem Dienst als Prediger unterwegs darfst sein. Ein mega Applaus. Wir dürfen wirklich voller Dankbarkeit und auch Freude und Stolz sagen, hey, du hast das so gut gemacht und danke vielmals, dass du mit uns unterwegs bist und vor allem, dass du auch mit uns unterwegs bleibst. Und eben, er ist nicht mehr einfach der Jugendarbeiter. Aber dummerweise bin ich ja nicht der General, ich bin nicht nur Queen, ich bin ja nicht der General. Wenn ich General wäre, dann hätte ich dich jetzt als Co-Pastor ernannt. Geht in der Heim auch nicht. Aber für das, was eigentlich zum Ritterschlag und Co-Pastor wäre, ist ein anderes Wort. Und das ist der Co-Assistent. Wir tun den David vergessen und freuen uns einfach, dass wir zusammen miteinander im Reich Gottes dienen. Ich habe das Mikrofon, genau. Genau. Und zum diesen Moment auch feiern, werden wir einfach aufstehen und den Adi segnen und Danke sagen für ihn und für alles, was er getan und was er jetzt. Ja, liebe Heiland, es ist so wunderbar, dass wir mit dem Adrian unterwegs sind. Er bereichert unseren Dienst immer wieder. Er stellt Fragen, er fordert uns auch raus. Ich danke dir auch, dass du ihm auch eine Liebe für dein Wort geschenkt hast. Ich danke dir, dass er sich jetzt in den letzten Jahren vertiefen durfte. Ich danke dir, dass er sich auch Gedanken machen zum Thema Musik und Gottesdienst und wie das Ganze zusammenhängen kann. Ich danke dir, dass er jetzt mit seinen Gaben uns so weiter dienen darf. Ich danke dir, dass du ihn segnen. Ich danke dir, dass wir so zusammen unterwegs sind. Und ich danke dir, dass wir miteinander, ich, Judith, der Adrian, mit euch allen, dass wir Reich Gottes bauen hier im Frutigland. Ich lobe und preise dir dafür. Amen. Amen. Ich werde es mir kurz fassen. Ich werde für jeden Einzelnen danken für das Vertrauen, das ihr mir schenkt. Aber auch für jetzt Gebet während der Zeit vom Studium. Ich glaube, es passiert sehr viel so im Hintergrund, wo vielleicht nicht mitbekommt, wo ich mich bei euch andanke. Vielmals. Genau. Der Adrian, ich sehe so etwa 2 Jahre. Ich bin da noch an unserer Seite. Und wir genießen die 2 Jahre sehr. Und am Dienstag am Abend, am 7. September, vielleicht hat die Ente nicht Musikprobe dann,
Also für die nichts haben wir dürfen eine Sendung aufnehmen. Und zwar Radio mit Zukunft oder Zukunft mit Radio. Und ich habe Kinder interviewt dazu, wie kann man die beste Botschaft von Jesus, wie kann man die beste Botschaft von dieser Welt noch im Radio verbreiten. Und das sind interessante Sachen rausgekommen. Aber nachher haben wir ja im Lager so ein Intermezzo gehabt. Und so, dann habe ich nicht mehr so Zeit gehabt, um noch mehr Interviews aufzunehmen mit diesen Kindern. Dann habe ich überlegt, was könnten wir jetzt machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache ein Interview mit dem Adrian. Und es lohnt sich also, die Sendung zu hören. Er hat mich nicht nur gerettet für die Sendung, sondern es ist wirklich ganz wertvoll, seinen Beitrag gemacht. Am 7. September, am Abend um 9 Uhr auf Radio Beo. Kann man wirklich in so der GAB erfahren. So, jetzt sage ich nicht mehr. Nein, ich will euch noch sagen. Schaut auf dazu. Ja, ich möchte euch segnen, im Namen vom Vater, der euch geschaffen hat, der weiss, was er in eure Kirche gelegt hat, der sich nach Beziehung sehnt mit jedem von euch. Ich möchte euch segnen mit dem Namen vom Sohn, von Jesus, der für uns gestorben ist, der bereit war, so einen hohen Preis zu zahlen, dass unsere Beziehung hergestellt werden. Und ich werde euch segnen im Namen vom Heiligen Geist, wo euch täglich unterwegs sind, als Christ, im Glauben, im Suchen nach Antworten, im Suchen auch nach dem richtigen Glauben, wo euch beisteht. Ich segne euch im Namen vom dreieinigen Gott. Amen. Und die Brassband und Sonja, ist richtig, gell? Oder muss noch zuerst fertig? Die Brassband und Sonja bei uns noch Segen singen. Und dann wünsche ich euch ganz fest Gottes Segen und der Familie, dass sie diesen Tag wirklich genießen dürfen.